Liebe Leute, herzlich willkommen zu Super Mario 64 mit den Retro Achievements und jetzt versuchen wir es nochmal. Wir versuchen nochmal die beiden Big Bullies zu killen, ohne Damage zu nehmen. Und sogar ohne, dass sie uns überhaupt einmal berühren. Ja, weil er eigentlich zählt da sogar die Berührung schon von denen. So, diesmal machen wir es anders. Denn das letzte Mal habe ich ein bisschen verkackt. Genau. Das letzte Mal habe ich es verkackt, indem ich auf die Plattform direkt geflogen bin. Das machen wir jetzt nimmer. So, wir risken jetzt einfach mal da nochmal rüber zu fliegen. Ohne Damage zu kriegen. Und er hat mich gedamaged. Mann, ey. Warum ist das so scheiße, Mann? Ich habe das so nie das Problem gehabt. Ja, okay, was machen wir jetzt? Ich habe langsam keine Ausweichsterne mehr. Naja, nachdem es ja 2 Sterne für die Big Bullies gibt, nehmen wir jetzt einfach den direkt mit. Fühlt sich nicht richtig an, fühlt sich nicht gut an, aber was soll ich machen? Okay, wir sind wieder am Ort des Geschehens. Also ja, keine Ahnung, irgendwie ist der Stern verflucht. Wir springen jetzt aber safe runter, genau. Immer schön mit den Jump Kicks. Und bevor er jetzt lang rumlaber. Yeah! Ja, keine Ahnung, warum ich das nicht... ich kann nichts mehr dazu sagen. So, jetzt gehen wir rüber zu den Bullies. So. Schauen wir mal. Mann! Ey! Die fahren doch alle auf einem Haufen. Ey, ich sag's euch, mich kotzt diese ungenaue Steuerungsmethode an. So. Leck mich. Ich weiß nicht, was ich da soll. Warum? Ja, wundert euch nicht, ich habe vorher ein bisschen Damage gekriegt. Ich bin in eine Fackel gesprungen im Keller unten. Und ich habe vorher in Erfahrung bringen können, dass man einfach nur auf die Bullies draufspringen kann. Und das genügt. Das ist nice to know. Und wenn die in der Richtung kämen, genau. Du kannst einfach in die Richtung schauen, indem man sie dashen will. Genau. Jetzt kommt der Große, vor dem ich natürlich gar keine Angst habe. Na. Alter, die haben mich jetzt traumatisiert. Big Bullies und Bullies. Nie wieder. Das gibt's ja. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Nö. Okay, jetzt können wir weitermachen mit wirklich schweren Dingen. Okay, es geht sich jetzt nicht so wirklich aus von der Anzahl der Sterne und der übrigen Achievements. Hoppla. Alter, ich bin stocksauer gerade, weil nichts funktioniert, was ich mir vorgenommen habe. Das ist doch zum Kotzen, ey. Es ist unerträglich, wie mir diese Welt fertig macht. So, also. Und schon verkackt. Woo! Gut. Wir müssen die roten Münzen ohne den Sprungknopf einsammeln. Wie ihr bereits merkt, ey, das ist eine fette Lücke. Wie kommt man da rüber? Naja, mit einem Hechtsprung und einem anschließenden... Ja, genau. Anschließendem Jump, den man aber nicht mit dem Sprungknopf ausführt, sondern eben mit dem Betätigen. Oh. Gut. Nö, wisst ihr was? Ich wäre halt sonst nicht mehr froh, deswegen machen wir einfach da was anderes. Und wir springen gegen eine Wand. Oh nein, das ist ein getarntes Gemälde. Wogegen bekommen wir jetzt hier? In Shifting
Sandland. Die Wüstenwelt hier in Super Mario 64. Und jetzt muss ich ja tatsächlich erstmal kurz schauen, welchen Achievement gibt es denn hier? Oh, okay, ja, wir starten erstmal mit etwas Schwierigem. Ja, weil wir Lethal Lava Land nicht schon gebrochen hat. Wir müssen die Spitze der Pyramide mit dieser kleinen Kiste hier erreichen. Ja, das kann ja was werden. Okay, also. Zuallererst müssen wir hier ein Treibsandfeld überqueren. Oh, scheiße. Genau. Und immer aufpassen. Diese Kisten haben natürlich nur eine offene Seite. Genau. Und hier wären wir safe. Alright. Wir gehen jetzt auf Nummer sicher, weil ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie großartig rumzuscheißen. Ich möchte hier ein bisschen Progress sehen und ich möchte hier vor allem nicht zu viele Fails sehen. Den wie ich vielleicht vorher schon erwähnt habe oder vielleicht habe ich es rausgeschnitten, keine Ahnung. Ich habe halt einen sehr guten Tag gehabt und den möchte ich mir jetzt nicht damit verhauen. Weil normalerweise bin ich nach einer Aufnahme sehr gut gelaunt. Okay, perfekt. Das habe ich gut richtig erkannt. Und jetzt sind wir auch schon durch. Mit dem Treibsandfeld. Alles klar. Hier ist nochmal ein Feuerkollege. Gekonnt ausgewichen. Das ist hier immer noch Treibsand. Und hier müsste normalerweise ein Wirbelwind rauskommen. Ein Sandsturm, der uns dann in die Luft schleudert. Ja, genau. Den wollen wir nicht erwischen, weil sonst ist die Kiste weg. Okay, alles gut. Und wir sind schon bei der Pyramide. Jetzt müssen wir nur noch nach oben. Aber das wird schwierig. Das wird so schwierig. Wir weichen auch mit dem Feuer aus. Und das war die richtige Taktik. Perfekt. Wir haben hier nur einen Fly Guy. Einen asozialen. Was machen wir mit dem? Er schießt Abfeuer. Er schießt Feuer. Was bist du denn für einer? Yes! Ausgewichen. Oh. Geflasht. Und der war so wichtig fürs Mindset gerade. Oh. Darauf erstmal einen Schluck. Ey, ihr habt den Weg gesehen. Ihr habt die Fallen gesehen. Wir hätten sowas von verscheißen können. Oh. Das habe ich mir jetzt wirklich verdient. Weil noch der Scheiße im Lethal Lava Land da muss einmal wieder gut laufen, ja. Shifting Sandlands ist wahrscheinlich die bessere Alternative. Die bessere Welt für mich. Als nächstes wird uns die Aufgabe gestellt. Wir müssen jetzt in die Pyramide. Und dazu müssen wir diese ganzen Pillars oben einmal betreten. Komm, yeah. Man hat hier komischerweise keine Gravity an diesen Pillars. Die sind eben antik und mysteriös, ja. Wenn man die einmal betreten hat, dann öffnet sich die Spitze der Pyramide. Bam. Die hat sich geöffnet. Und jetzt gehen wir hier rein. Jetzt muss ich gleich mal schauen, denn das Achievement ist... Oh! Das ist natürlich für einen Speedrunner wesentlich leichter. Ich bin ja Corner. Und wir versuchen es erneut. Zwar ganz gezielt und ganz langsam neben dem Weitsprung, weil der geht bei mir sowieso nicht in die Richtung, wie es wie der Analogstick zeigt. Dann starten wir jetzt rein in No Damage Red Coins plus 100 Münzsternen. Das ist natürlich schon für jeden Beginner die schwierigste Stelle am Anfang. Das wäre natürlich für mich jetzt doppelt schwierig, weil ich keine Ahnung habe, wo die Red Coins sind. Gut, die erste, das haben sie halt einfach gemerkt. Aber dann wäre es schon wieder mau. Ah, in der Luft. Ich glaube, es sind 4 in der Luft. So, ich darf dich gerne killen, bitte. Gut, du willst mich auch killen. Schön, dass wir drüber geredet haben. Gut, mit dieser Federbox muss man ein bisschen aufpassen, weil hier ist ja überall Treibsand. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, ich habe nur erleben. Jo, einfach mit der Bombe den Poké gekillt. Da ist noch ein Red Coin, ja. Mir fällt gerade auf. Die Red Coins sind ja wahrscheinlich hier alle außerhalb der Pyramide.
Mann, ist die Kamera kacke, ey. Nur weiß ich nicht, ob ich die 100 Münzen hier draußen zusammenkriege. Ja, die sind sowas von hier. Oder warte mal, sind wir vielleicht mal kurz versuchen, den Not zu fliegen? Oh ja, okay. Ja, das hat sich erledigt. Wie wär's, wenn wir damit kurz landen und uns diese Redcoin hier schon mal schnappen? Ja. Dann machen wir jetzt eine Ausnahme. Redcoins ohne 100 Münzen. Das wird die einzige Möglichkeit sein. Redcoin Numero 4. Und ich glaube, ich muss dann gleich nochmal zurück und tanken. Sonst wäre es ein bisschen zu knapp. Obwohl. Yes. Urgeil. Urgeil. So. Jetzt haben wir nur mal kurz risky. Flieg weiter! Oh mein Gott! Warum macht ihr die auf einmal so nach unten? Okay. Erstens, ich habe nicht gewusst, dass da auch nochmal die Wingcap ist. Und zweitens habe ich nicht gewusst, dass... Also ich habe gewusst, dass hier die Kanone ist, aber ich habe nicht gewusst, dass hier nicht der Bob-Bomb ist zum Öffnen. Aber wir kehren immerhin hier weg. Das ist schon mal nicht schlecht. Und gleichzeitig fehlt uns nur noch eine Redcoin, die wir wissen mittlerweile. Und zwar ist sie hier. In der kleinen Oase. Und da ist er ja. Okay. Hallo. Dann machen wir bitte hier die Kanone auf. Danke. 5 von 11 haben wir schon in dem Spiel. Und jetzt schauen wir einfach nur, dass wir Land gewinnen und so schnell wie möglich wieder... Ah, okay, warte mal, wir können hier aber auch noch mal auftanken. Ich würde gerade sagen, so schnell wie möglich wieder hinten beim Stern sein, damit die Wingcap nicht ausgeht, aber... Wir sind ja hier supplied. Dann bringen wir das jetzt mal safe nach Hause und schließen dieses Achievement nicht ab. Wir schließen das Achievement nicht ab. Ist natürlich auch eine schöne Sache. Was ist denn jetzt los? Wo habe ich den Damage gekriegt? Der Scheigeier am Anfang direkt. Ich war so Brain AFK. Der Scheigeier am Anfang. Ja, okay, dann machen wir es jetzt. Dann muss ich jetzt die roten Münzen nur mal sammeln. Aber jetzt können wir ja die 100 Münzen dafür in Anspruch nehmen. Boah, ich sag's dir, ich hätte dich so gerne in die Luft gejagt. Spring doch! Ey Leute, ich sag's euch, der Keller bricht mich. Ich möchte ja behaupten, dass hier die schwierigsten Level sind. Nur wo sie ja gleichzeitig, dass wir die Rainbow Road nur vor uns haben. Beziehungsweise den Rainbow Ride. Was vielleicht nicht unbedingt so gut ist. So, wir snipen den jetzt runter. Bam! Tatsächlich. So, lieber Poki, ich brauche deine 5 Münzen. Dankeschön. Und es geht wieder los. Die lustige Sause in der Luft. Ja, wir parken hier mal kurz. Hoffen, dass der Steiger kein zu großer Idiot ist. Jetzt holen wir den. Diese Redcoin, schön. Ja, ich glaube fast, das war halt knapp von mit den Redcoins, mit den 100 Münzen hier. Hier draußen. Das wollte ich jetzt nicht. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte Klepto nicht den Stern entreißen. Klepto der Kondor. Wir sind immer noch auf der Fährte, Korn Damage zu kriegen. Es schaut sehr, sehr gut aus. Das Gute ist jetzt, dass wir uns mit der Kanone wegschießen können und somit wesentlich höher abheben als einfach mit einem simplen Triple Jump. Und ich merke, dass meine Laune schon langsam wieder ein bisschen nach oben geht. Das ist gut und das ist wichtig. So. Wow. Er hebt ab wie ein Helikopter. Oh nein, wir müssen den Stern hier auch noch sammeln. Oh, das habe ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, dann machen wir das doch mal noch, bevor der Damage kommt. Ja, Leute, ich weiß. Es läuft halt absolut nicht wie geplant. Aber wo es läuft wie geplant und sogar noch besser als geplant, das ist das neue Projekt, das jetzt in 2 Tagen starten wird. Und zwar, es ist Bomberman DS, beziehungsweise einfach nur Bomberman. Aber ich sage mal Bomberman DS extra dazu, damit man auch wirklich versteht, um was es sich hier handelt. Es gibt wirklich sehr viele Bomberman-Games. Und das Ganze ist auch wieder gekoppelt mit den Retro-Achievements. Ja, also dann das zweite Projekt mittlerweile auf diesem Kanal mit den Retro-Achievements. Muss ich ehrlich sagen, bin sehr stolz auf die ersten Aufnahmen. Jedenfalls, wenn ihr Retro-Achievement-Enjoyer seid und Bock natürlich auf Bomberman habt oder einfach auf ein anderes nices Projekt hier auf diesem Kanal, dann kann ich euch definitiv empfehlen, in der nächsten Woche rein zum Schauen. Und jetzt machen wir ein Achievement, No Damage. Ich weiß, wir waren noch sehr wenig in der Pyramide unterwegs. Und wir schauen uns die jetzt auch gar nicht großartig an, sondern wir lassen uns einfach mal fahren von diesem Fahrstuhl. No Damage versus iRock.
Na hallo. Who walk here? Who breaks here? Like ancient ones? We no like light. We no like intruders. Now battle. Hand to hand. Oh, Backe! Ey, das Game möchte mich halt aber hops nehmen. Aber was ist denn da los, verdammt? Wow! Ey, so eine große Feldquote habe ich eigentlich nie gehabt bisher. In meinem ganzen Leben nicht. Ich werde einfach hingerichtet. So, jetzt nochmal. Alter, das gibt's nicht. Ich wollte einmal springen, damit ich praktisch auf dem Sprungknopf draufbleiben kann, damit ich immer diesen Standkick machen kann. Aber dass ich dann da direkt hängen bleibe und dann runtergeschmissen werde, ist natürlich ja eine insane Nummer. Oh. Bam. Bam. Die wollen uns die ganze Zeit hin und her schirmen. Und dann, bam, ist der andere mit der Deckung nachlässig. Bam. Alter, wir hätten fast Damage gekriegt. Möchtest du mich verarschen? Sorry. Das Game möchte mich halt einfach wirklich hops nehmen, weil es war schon wieder viel zu knapp. Alter. What happened? We crushed like pebble. You so strong. You rule ancient pyramid for today. Now, take Star of Power. We sleep. Darkness. So schaut's aus. Wir sind nämlich die Macke der Pyramide. Darf ich mich absolut nicht nennen, weil ich halt richtig beschissen perform. Wunderschön. So, und jetzt schauen wir, dass wir Klepto endlich mal diesen Stern entreißen. Und die dann wirklich einsammeln. Das ist jetzt unser primäres Ziel. Mehr wird gar nicht passieren. Da ist er. Komm her. Oh. Wir haben ihn. Bloß nicht runterfallen. Bloß nicht runterfallen. Warum sag ich? Warum rede ich eigentlich? Warum? Ich muss gerade ein bisschen an Murphy's Law Dinger. Ist diese Folge schon langsam so ein Fall? Kann das sein? Also, ich habe in allen erdenklichen Sachen gefailt, bis auf den DHL-Boten-Shit hier. Mit der Kiste auf die Pyramide zum Drang. Tschüss, gefällt mir nicht. Oh, Gott sei Dank. So, und jetzt schnell abdüsen und diesen simplen Stern abholen. Abfahrt. Gott, hey. So zach. Bin froh, wie wir dieses Land jetzt gleich abgeschlossen haben. Wo jetzt gleich darf ich nicht sagen, weil wir haben doch noch ein bisschen was vor uns. Wir haben jetzt eine sehr, sehr große Aufgabe. Wir müssen einiges auf einem Streich machen. 100 Münzen, dann Lifesaver. Oh. Das kann noch was werden. Dann die Warps finden und im Zuge dessen diese Welt hier komplettieren. Ah ja. Es gibt 9. Es gibt einfach 9 One-Ups hier. Okay, das erste war jetzt nicht das Problem. Dürfen wir eigentlich wieder Damage kriegen oder ist nur irgendeine Mission offen gerade? Irgendwie steht mir langsam Paranoia. Ich habe gehört, hier kann irgendwo One-Up sein. Oh ja, ich glaube da drüben. Man sieht es nur noch nicht, weil so nicht gerinnert ist. Ja, genau da. Okay. Das war so nicht geplant. Wir haben aber jetzt zwar die One-Up. Jetzt müssen wir nur warten, bis der Sturm wiederkommt. So, wir haben schon mal ein paar Coinschen eingesammelt, aber hier ist der erste Warp. Er führt unter die Palme. Oh, das ist interessant. Wir verlieren dann. Wir verlieren dann unser Cap, unser Power Cap. Aber wir hätten gerade unser normale Cap verloren. Oh mein Gott, was war das schon wieder für Timing gewesen? Es hätte sowas von in den Part passt, aber das möchte ich mir wirklich nicht, oder? Weil dann die Cap wieder zu kriegen, ist so ein Kreuz. Nein, das zeige ich nicht her. Wait, er hat's. Oh mein Gott. Wait. Er hat mir die Mütze entrissen und ich hab's instant wieder eingesammelt. Ah, so wie zum Thema, ich zeig's nicht her. Ja, moin. High Speed in die Red Coin. Stark. Und die 8. Perfekt.
Das hat man ja nur 3-mal halt. Die Pyramide ist wieder open für Spaß. Aber heute. Ich darf nicht vergessen, hier ist ja auch noch ein One-Up drin. Man kann diese Palme klettern. Yes! Verfolgt es uns? Oh ja, optimal. Wir haben 3 von 9. 4 gibt es hier draußen. Und 2 eben da noch in der Box. Ganz simpel. Geil. So, und jetzt gehen wir in die Pyramide. Liebe Leute, wir sind das erste Mal in der Pyramide und haben den unteren Eingang gewählt. Jetzt könnte der Spaß ja beginnen. Sag mir, wo ist denn eigentlich der letzte Stern? Ah, nein, ich weiß nicht schon. Okay. Ich glaube, ich habe es reihenfolgemäßig relativ gut gemacht. Darf aber auch nicht vergessen, dass wir hier, boah, fast ein Triple Kill mit Gumbas fabrizieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch noch die 100 Münzen sammeln müssen. Bam! Oh. Ja, hier ist nämlich A-Treibsand. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das hier ausschaut. Aber ich glaube, zu dir müssen wir, oder? Nein. Es kann sein, dass wir hier hoch müssen, denn hier im Eck ist das hier? Ah ja, da, genau. Secrets of the Deserts. Das ist der letzte Warp. Und das 5. One-Up. Ah, vor allem ist hier nur ein Blue Coin Switch. Das ist natürlich auch eine super Sache. Den wollen wir natürlich haben. Diese 15 Münzen. Geil. Also den 100 Coins da kriegen wir easy. Den kriegen wir easy hier zusammen. Dich brauche ich. Da ist das One-Up. Come, give me that. Give me that. So, Nummer 6. Dann entweder sind die Münzen oder nur mehr One-Up. Nummer 7. Oh, ich glaube, da hinten ist Nummer 8. Auf jeden Fall ist hier Nummer 8. Man muss über die ganzen Platten hier laufen. Nur damit das One-Up hier abhaut. Genau, und hier habe ich ja vorher gewarnt, wer das letzte One-Up sei. Richtig! Lifesaver 8. Obwohl wir Lifesaver 7 noch übersprungen haben, aber das kommt noch im nächsten Part dann. Es wird nichts helfen. Und die Pyramide ist eigentlich ein schwieriger Parcours, den man durchlaufen muss, um nach ganz oben zu kommen, weil dann wird am Anfang ja runtergefahren. Wir haben halt nur die Abkürzung genommen. Wuppadab. Und da ist der 100 Coins da, endlich. Mario fährt wieder nach unten. Okay, und wo ist jetzt der letzte Stern? Um hier abzuschließen ein für alle Mal. Ja, wir müssen trotzdem nach oben laufen. Und das ist tatsächlich ein bisschen unausweichlich. Hier wäre normalerweise der Stern, den wir direkt einfach im Sprung gesammelt haben. Und hier jetzt komischerweise nach unten. Und es erscheint eine Plattform, auf der sich ein Geheimnis befindet. So, jetzt müssen wir aber schauen, wo wir hier springen müssen. Hier ist der nächste Coin. Und den sollten wir am besten folgen. Jawohl, da ist die nächste. Nummer 3, wow, das war knapp. Nummer 4 und Nummer 5. Sind in diesen Sandaquädukten. Keine Ahnung, was das bringen soll eigentlich, aber Hauptsache wir versinken nicht im Sand. Da ist der letzte Stern. Der letzte Stern von Shifting Sandland. Der letzte Stern in dieser Welt und der letzte Stern in diesem Part, wenn ich rankomme, verdammt. Full Course in the Desert Land. Und Leute, danke, dass ihr dabei wart in diesem kompletten Scheißchaos, Alter. Das war ja insane. Das Game hat sich gedacht so, batz, links, rechts und am nächsten Part läuft es definitiv besser. Und wo es auch besser läuft, ist hier. Also schaut da gerne mal rein. Na, am Dienstag geht's los. Der nächste Part ist ein Endcard, sobald er online ist. Bewertung nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.